Es hat gescheppert und gerumpelt in der Höhle und man hat gemerkt, dass der Drache wieder angelegen ist. Der Prinz und die Prinzessin haben sich angeschaut und die Prinzessin hat gesagt, was sollen wir jetzt machen? Wir können doch nicht einfach heim und dem Vater sagen, dass der Drache keine Prinzessin mag. Das begreift er nicht. Der ist so altmodisch. Aber wir können auch nicht einfach in die Höhle und ihn töten. Also das wäre unanständig. Aber irgendetwas muss doch der Drache gern haben. Drache! Liebe gute Drache! Da brüllt der Drache. Oh, was ist das gsi? Sag das nochmal! Liebe gute Drache, stottert die Prinzessin. Und jetzt ist der Drache zur Höhle ausgekrochen. Der Prinz hat Schwert gezogen und die Prinzessin auch. Der Drache ist auf sie zugekommen und sie sind immer weiter zurück, weiter und weiter, bis zu einer dunklen Felswand. Am Drachen seine Flügel haben in der Sonne glitzert wie Diamanten. Der Drache kommt näher und näher. Die Prinzessin ist jetzt doch ein bisschen verschrocken. Oh, jetzt schnaubt er den Feuer. Was sollen wir machen? Wir können doch nicht weiter zurück. Aber der Drache hat kein Feuer gespritzt. Er hat mit dem Schwanz gewedelt wie ein junger Hund. Dicke Tränen sind aus seinen riesigen Augen getropft. »Was hast du denn? Warum heulst?« fragte der Prinz. Noch nie hat jemand lieber und gute Drachen zu mir gesagt. Noch gar nie, schluchzte der Drache. »Oh, lieber guter Drache, wegen dem musst du doch nicht heulen. Wir sagen dir das jetzt immer, so viel du willst. Weisst, wir wollen dich nämlich zähmen.« »Aber ich bin doch schon zahm. Nur hat's noch niemand gemerkt. Ich bin so zahm, dass ich jeder Prinzessin aus der Hand friss.« »Aber was frissest denn, lieber guter Drache? Kein Schocki-Zwieback?« Der Drache lässt seinen riesigen Kopf hängen. »Du machst mich ganz weich. Noch nie hat unser Mensch gefragt, was wir gern hätten. Immer hat man uns Prinzessinnen angeboten und dann grad wieder weggenommen.